Ilias Zuri Jonki Chikep Ginzin Kusho Maria Fairchome Sumshena Erisha. Thank you, Madam Maya Graf, for your very warm and loving words. Now next, it's with profound honor, I would like to invite on stage Honorable Mario Fair, Councillor of Zurich, and an old friend to address public on this very special occasion. Thank you. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und auch für eure Freundschaft. Eine Freundschaft, die ich genießen kann seit fast 40 Jahren, nachdem ich 1988 in Tibet war. Eine Freundschaft, die mich persönlich, auch politisch, aber vor allem persönlich bereichert hat. Vielen Dank für all die Jahre, die wir zusammen verbracht haben. Nachdem ich 1988 quer durch Tibet reisen konnte, habe ich mich hier zu engagieren begonnen, im Zürcher Kantonsrat, nachher auch im Nationalrat. Ich durfte der parlamentarischen Gruppe Tibet vorstehen. In allen diesen Jahren hat mich bei meiner politischen Tätigkeit seine Heiligkeit begleitet, bereichert von meinem ersten Besuch an 2003 in Dharamsala, die erste Audienz, die wir damals gehabt haben. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, wie wir in diesen Raum gekommen sind und wie seine Heiligkeit diesen Raum ausgefüllt hat, wie ich das vorher und nachher nie mehr bei einem Menschen, oder vielleicht sollte ich sagen, bei einem wiedergeborenen Gott erleben durfte. Seine Heiligkeit hat dann 2010 Rikon besucht, das erste Kloster außerhalb von Asien, das von unserem Regierungsrat auch immer wieder unterstützt worden ist. Ich habe ihn 2016 getroffen im Großmünster in Zürich an einer interreligiösen Veranstaltung, und falls irgendjemand von der chinesischen Botschaft hier mithören oder mitschreiben oder mitdenken will, ich hatte damals die unerfreulichste Begegnung meines politischen Lebens mit der chinesischen Generalkonsul. Das kann man ins Protokoll schreiben und es bitte den Chinesen auch sagen. Die Veranstaltung wurde trotzdem durchgeführt, trotzdem. Und ich habe seine Heiligkeit im letzten Jahr am Flughafen empfangen dürfen, als er von seiner Knieoperation aus den Vereinigten Staaten zurückgekommen ist. Er war sichtlich geschwächt von seiner langen Reise, und trotzdem hat seine Heiligkeit im Hallenstadion gepredigt. Trotzdem war seine Heiligkeit für uns alle da, war da für die Tibeterinnen und Tibeter und für alle, die an diese gerechte Sache glauben, weil der Dalai Lama sein ganzes Leben lang uns gedient hat. Danke vielmals auch für das. Ich glaube, es ist jetzt an uns, an seinem 90. Geburtstag, uns auch zu verpflichten, auch ihm zu dienen, der gerechten Sache dienen, so wie es die parlamentarische Gruppe Tibet macht. Ich glaube, wir sollten heute nicht nur feiern, sondern wir sollten auch ein Versprechen abgeben, dass wir seine Heiligkeit in diesem gerechten Kampf unterstützen, noch mehr unterstützen, so sehr wir das auch können. Die Schweiz ist ein gutes Terrain. Es ist selbstverständlich so, dass der Bundesrat sich immer wieder einschüchtern ließ, die Bevölkerung aber nicht. Die Schweizerinnen und Schweizer haben ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den Tibeterinnen und Tibetern, weil die Tibeterinnen und Tibeter damals auch dem Rat des Dalai Lama gefolgt sind. Der Dalai Lama hat gesagt, macht etwas
Nützliches, macht euch nützlich in der neuen Gesellschaft und vergesst trotzdem eure eigene Kultur nicht. Und dieser Spagat ist euch gelungen. Danke vielmals. So erstaunt es denn auch nicht, dass heute Tibeterinnen und Tibeter wichtige Funktionen in dieser Gesellschaft einnehmen. Der neue Präsident der Zürcher Offiziersgesellschaft mit dem Namen Tenzin Landark ist ein Tibeter. Es gibt Stadtparlamentarier in St. Gallen, die heißen dann Balok, oder Kantonsparlamentarier, die heißen dann Chisezang, und in Zürich gibt es sogar einen Gemeindepräsident mit dem urschweizerisch anmutenden Namen Gangschöngzang. So. Die perfekte Integration, so wie ich sie verstehe, habe ich kürzlich erlebt, als ich an einem Fußballspiel beim FC Winterthur war. Es war ein Frauenländerspiel, ganz kürzlich, Schweiz, Tschechien, und es gab dort einen Momo-Stand im Stadion. Und das Bemerkenswerteste fand ich daran, dass niemand diesen Momo-Stand, ich freue mich übrigens auf die Momos, niemand diesen Momo-Stand als etwas Besonderes wahrgenommen hat. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass die Tibeterinnen und Tibeter überall in dieser Gesellschaft sind. Und da werden noch so viele Telefonate, Drohungen, Anmerkungen und irgendwelche Dinge der Chinesen nichts daran ändern. Ihr seid ein unverbrüchlicher Teil dieser Schweizer Gesellschaft. Tibet, geschätzte Freundinnen und Freunde, hat ein Recht auf eine eigenständige, auf eine freie Entwicklung, auf eine Entwicklung, wie wir sie in der Schweiz in allen Kantonen genießen können. Wir dürfen bestimmen, welche Religion wir wählen, welche Erziehung wir wollen, wie wir frei leben wollen. Dafür werden wir uns einsetzen, dafür sind wir heute hier. Das versprechen wir seiner Heiligkeit, uns noch mehr dafür einzusetzen. Ich danke euch dafür. Lang lebe seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama Phögalo.